Viele sind nach Samarias hier wie im englischen Gottesdienst, wo uns Gottes Wort oder anders gesagt die Wahrheit fehlt, wo uns dort fehlt, um eine Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein, apart von der Welt zu bleiben. Und wir möchten die Wahrheit nicht bloß weiten, sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber auch die Wahrheit glauben, persönlich annehmen, ausleben und auch live haben. Aber was ist Wahrheit? Und jetzt kriegt was Pilatus Jesus in Johannes 18 fragt. Was ist Wahrheit? Und wir wollen das früher auch nur betrachten von 1. Mars mit Gottes Hilfe. Aber all wie dort dann, weil ich erst ans Bild wiesen, wo die jüdische Lehrer damals gehandelt haben, um ihren Plan Jesus anzubringen und durchzuführen. Und die jüdischen Lehrer hatten Jesus erstens mit Pilatus, der Landeskommandant, gebracht. Und auch an der Nachfahr hatten sie all ein Plätschet gerecht für Jesus gehört. Und während dem Gericht wurden falsche Ankläger gegen Jesus alle haben falsche Dinge gesagt. Und dann, als Jesus gefragt wird, ob er die Sohn Gottes wäre, was sagt er dann dazu? Nehmen wir dort an? Ja, er nimmt den Titel an, er sagt, ja, das kriegst du sein, ich sehe Gottes Sohn. Und das wird als Gotteslästerung euer sein, der nu jüdischen Gesetz mit dem Tod bestraft wird. Aber wie es die Juden damals eine römische Herrschaft waren, hatten sie nicht die Freiheit, einen Mensch umzubringen. Deswegen haben sie Jesus in Pilatus gebracht. Und Pilatus frug an, womit beschuldigt diesen Mann? In einer Stadt eine Antwort zu geben, sagen sie bloß, wenn er nicht ein Verbrecher wäre, würden wir ihm nicht die gebracht haben. Right? Interessant, nicht? Hatten eigentlich nur gegen ihn können sein. Hatten bloß diese Ausrede gebracht. Und das stimmt lang nicht, was Jesus nicht schlechtet oder arichtet getan hat. Und die religiösen Lehrer sollen Wahrheitslehrer sein, die, was Gottes Wort nicht bloß kannten, aber auch live hatten. Und ich mag an Nikodemus denken, dass als er Jesus ging, und Jesus was der Frauen stellen, was sagt Jesus zu ihm dann? Verstehst du diese Dinge nicht? Bist du nicht ein Lehrer von der Schrift? Right? Und diese Menschen, die sollen auch Lehrer sein von der Schrift, von Gottes Wort. Die sollen nicht bloß Gottes Wort in der Wahrheit gekannt haben, aber die auch live haben. In einer Stadt, die Wahrheit live zu haben, nehmen sie Jesus vor. Jesus Christus ist Wahrheit. Die nehmen ihn vor, die hasten ihn, die wollen nichts mit ihm zu tun haben und schließlich der Lat haben sie ihn, könnt anbringen. Wo können sie dann sein, dass sie Wahrheitslehrer werden oder Wahrheit live halten? Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und was meint dort Wahrheit live zu haben? Ich glaube nicht, dass Pilatus damals eine Antwort von Jesus verlangt hat. Und doch wird es eine gute und auch eine wichtige Frage. Und das finde ich auch noch gleich so gut wichtig und neidig zu weiten, was die Wahrheit ist. Und deswegen ist es gut, dass wir von der Samarias Zeit nehmen, um zu sein und unsere Siegen, was das meint, Wahrheit live zu haben. In unserer Gesellschaft finde ich auch, gibt es immer mehr Menschen, die nicht an absolut Wahrheit glauben. Wenn wir von absolut Wahrheit reden, dann was meint das? Gott sein Wort ist absolut Wahrheit. Ja, wir wollen das auch ein bisschen betrachten, aber wenn einer von absoluter Wahrheit redet, im Gegenteil zu Relativismus oder was immer, wo wird eine absolute Wahrheit erklären? Ja, da bleibt immer rein, kriegen dann wer eine ist und wo leer eine ist, right? Da bleibt immer rein. Und für den Tag gibt es bloß so sehr viele Menschen, die sagen, absolute Wahrheit gibt nicht einmal. Das gibt es nicht einmal. Die sagen, dass alles bloß eine relative Wahrheit ist. Und Merriam-Webster definiert Relativismus als eine Ansicht, dass ethischen oder ethical Wahrheiten von den Einzelnen oder Einzelpersonen in Gruppen, die die Helden abhängig sind. Wahrheit ist, was eine Person oder eine Gruppe von Menschen als Wahrheit hält oder glaubt. Das wird die Menschen sein. Für mich ist das vielleicht Wahrheit, aber für die nicht. Das bringt eine ganze Sache an mit sich, nicht? In einer schreibt, dass diese Art von Wahrheit, was immer gut fällt, Lebensstil führt,
eine gefährliche Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Das ist ein Thema, ich kann das und das bohrt mich nicht, für mich stimmt das, für mich ist das Wahrheit, für mich ist das nicht, was anrichtet. Und dann leben sie, kriegt es die Welt. Und wir weiten über gemäß Gottes Wort, dass so ein Leben aus dort nicht mit der Wahrheit wirklich übereinstimmen wird. Aus Kinder Gottes weit wie dort doch eine absolute Wahrheit gibt und dort die an Jesus Christus zu finden ist. Und obwohl Pilatus nicht ab eine Antwort von Jesus gelehrt hat, stand er vor die Wahrheit selbst. Er stand vor Jesus Christus. Und ich nehme an, die meisten von uns haben den Ausdruck oder Ausdruck gehört, Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt von sich selbst zum Beispiel in Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 6, er sagt, ich sehe die Weich, die Wahrheit in dort leben. Keiner kommt nun vor, der bietet euch mir. Keiner kommt nun vor, der bietet euch die absolute Wahrheit. Jesus Christus. Der Apostel Johannes schreibt von Jesus in Johannes 1, Vers 14, er sagt, und dort wird Mensch und wohnt Mank ans, und wir sagen, wo Herrlichkeit, wie eine Herrlichkeit, so aus ein Fuder, seinem einzigen Sehen, der Jaft, voll von Gnade und Wahrheit. Voll von Gnade, ja, der ist gnädig, dort stimmt, und deswegen ist er gekommen, aber der ist voll Gnade und Wahrheit. Bloß durch Jesus Christus allein kommen wir in dem Fuder. Und dann in Vers 17 sagt er noch dazu, dass gesagt wird durch Moses gegeben, über Gnade und Wahrheit kommen durch Jesus Christus. Jesus ist die Wahrheit und wir sehen, wir immer wahr sind, nicht? Und wir sind zu seinem Wort immer treu bleibt. Und wir wollen, dass Jesus seine Wort wahr sind, wir sind allweitend ist. Und wir sind heilig und gerecht ist und uns niemals verleden will und niemals verleden wird. Wir wollten dort heute seinem Wort treu bleibt, wie es allmächtig und allgegenwärtig ist und alles erfallen will, was er jemals gesagt hat. Was er sagt, dort tät er jedes Mal, wie es die Wahrheit ist. In Vers 37 von unserem Text fragt Pilatus Jesus, ob er ein König ist. Und Jesus antwortet mit der Wort, du seist reich, ich sehe ein König. Und ich sehe das so geboren und an die Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit anstunden soll. Und dann sagt er, wer dort mit der Wahrheit hält, horcht mir. So, ja, Jesus Christus ist Wahrheit, aber wenn wir wirklich die Wahrheit live haben, dann wollen wir dort tun, was Jesus gelehrt hat. Der horcht nämlich. Adam Clark erklärt, dass Jesus an der Welt geboren wird, damit heute ein jährliches Recht abstellen und ungehüllen können, aber das Recht ist ab und durch Wahrheit gegründet. Alle Menschen, die Wahrheit live haben, horchen zu seiner Stimme und folgen seiner Lehre. Dort ist durch die Wahrheit allein, dass Jesus die Gedanken von seinen Nachfolgern beeinflusst, sagt Adam Clark. Liebe Schwester, dadurch erkennen wir, dass wir Wahrheit live haben, wenn wir Jesus Christus kennen, dann in sein Wort halten. Das ist so sehr wichtig, dass wir Wahrheit kennen, dass wir Jesus Christus persönlich kennen. Ein anderer schreibt, live für die Wahrheit wisst, wo jährlich gesund wir sind. Die sagen, das ist mit ein Thermometer. Und dort wisst, wo wir vor Gott stehen. Wenn wir die Wahrheit live haben, und dort tun, was Gottes Wort uns sagt, das ist ein Thermometer, die wissen, wo wir vor Gott stehen und wofür live wir für Gott haben. Also haben wir die Wahrheit live. Erstens kennen wir, wer die Wahrheit ist, und haben wir am live. Liebe Schwester, dort gibt auch viele Segnungen, die Christen durch Gottes Wahrheit kriegen. Und ich dachte, wir werden sein, was von diesen Segnungen kurz zu betrachten, um weiter zu wissen, woran das so sehr wichtig ist für uns als Kinder Gottes, nicht bloß die Wahrheit zu kennen, aber auch Gottes Wahrheit live zu haben.
Erstens, die Wahrheit merkt ans frei. Das Evangelium wiest Sünder, wo versklavt, die in ihre Sünden sind. Die Wahrheit scheint aus ein daget Licht und offenbart Sünden im Hart. Aber die Wahrheit, die mehr als bloß Sünden offenbaren, die wiest auch den Weg zu Gott an. In Johannes 8, Vers 31 und 32 sagt die Bibel uns, Johannes 8, 31 und 32. Jesus sagte den Juden, die am glaubten, wenn je bei der Wert blieben, was ich und gelehrt habe, sind die wahrhaftig meine Jünger. Dann will je weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird jünd frei machen. Die Wahrheit wird jünd frei machen. Wenn je mich kann, wenn je mein Wort live haben, und dort tun, was ich gelehrt habe, dann wird es dich frei machen. Die Wahrheit merkt frei, aber die bewahrt uns auch von falschen Lehr und menschlichen Gesetze, sodass wir nicht wahr in so eine Dinge versklavt worden. Zum Beispiel lesen wir eine Schrift, wo der Apostel Petrus sogar nur Pfingsten ab der Heden raufkicken deit. Er will sozusagen wenig oder nichts mit den Heden zu tun haben. Und Gott wisst dort, und deswegen gibt Gott Petrus eine ganz besondere Vision, nicht nur bloß einmal, aber dreimal hintereinander. Und in Vision sagt Gott, was Gott gereinigt hat, merkt du nicht gemein. Gott muss dort dreimal sein. Und diese Wichtige wird von Gott haben Petrus von falscher Liebe bewahrt. Wie kann sein, dass Petrus die Wahrheit live hat, wie es vorzureiten, wie er die Wahrheit unternehmen, sobald dort deutlich wird. Und das sei wie wenigstens, kriegt dann kriegt er Ja's, right? Da werden, ich glaube, 3 Männer beim der, und die wollen haben, dass Petrus mit an gehen sollen, mit an Matt sollen, und eine Cornelius haben sollen, nicht? Und Cornelius wird keine Jude, aber der hat die Wahrheit live. Und die will mehr von Jesus Christus weiten. Und so Gott hat das Ganze abgelenkt, so steht, dass Petrus eine Cornelius gehen soll und in Arm Gottes Wort bringen soll. Wegen so die Wahrheit live hat. Und wegen Gott diese Dinge sieht, dass er nicht dort, was Gott gereinigt hat, Gemeinheiten soll, dann ging Petrus fort mit diesem Mann mit. Liebe Geschwister, wenn wir Gottes Wahrheit live haben, dann wollen wir Gott ansluten, durch seine Wahrheit lehren und uns wann und wo nötig tragwiesen. Das ist amtlich, wenn Gott uns tragwiesen wird, oder wenn Gott Dinge Gottes brauchen wird, uns tragwiesen durch sein Wort. Aber wenn wir die Wahrheit live haben, dann wollen wir das annehmen. Dann wollen wir demütig genug sein und zu Gott sagen, hier mal, ich weiß, ich vielleicht sich hier zu kurz gekommen oder ich habe wer vielleicht beleidigt oder was immer oder verletzt. Halt mich, Gott, zu sein, was ich getan habe, und halt mich, dass ich in der Zukunft besser tun kann und vergib mir diese Dinge, was ich getan habe. Wir wollen es Petrus sein. Petrus hat die Wahrheit live und wir sollen auch. Unsere jährliche Freiheit ist von unserer Erkenntnis von Gottes Wort abhängig. Zweitens, gibt die Wahrheit Christen Kraft und Stabilität, dort wir standhaft und sicher stehen können. William Oldham schreibt, die christliche Religion in unserer persönlichen Beziehung zu Gott durch Christus als ein sicherer und starker Turm, wie es dort als Fundament die ab immer bleibende Wahrheit hat. Gottes Wort ist ein festes Fundament oder Grundlehre, worauf wir stehen können, nicht bloß stehen können, aber ans Leben auch bauen können. In Paulus' Stabilität oder seine feste Glauben als Christ, wie sei in seinen Briefen zu sein, oder es sei klar deutlich in seinen Briefen zu sein. Wir sehen zum Beispiel, wo und Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 12 folgendes schreibt. Lass mich 2. Timotheus 1, Vers 12 lesen. Das sagt du, und das ist die Ursache, woran ich das Lieden da, aber ich schäme mich, du mit nicht, dass ich weit um wem ich geglaubt habe, wenn ich sie mir sage, dass ich mich dort, was ich am unvertraut habe, was an janen Tag bewahren konnte. Ich bin ganz sicher,
und wem er geglaubt hat und woran er so leiden muss. Und an wir das ganz okay. Er wir wahrlich für Jesus zu leiden, wegen er wisst, wer Jesus Christus wir in uns und wir wahrlich dort tun, was Gott von ihm verlangen tut. Der wir fast kriegen dann, was ihm entgegenkommt. Der wir fast für Christus, wegen er die Wahrheit hat und die Wahrheit live hat. Und dann in Epheser 4, Verse 14 und 15 schreibt Paulus noch, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich ab verledene Menschen ihre Lehren ausschmieren luten, und so aus der Wahlen vom Wind Hahn und her geschmitten worden durch ihre Irrlehren, womit sie die Menschen verleden. Wir machten in einem Leiftelchen jetzt die Wahrheit verbreiten, und wir machten in alles abwusen in Christus ähnlich worden, wie ans Haupt ist. So, wenn wir die Wahrheit live haben, dann bliebe Jesus Christus, an Jesus Christus fast. Wir luten uns nicht von alles Hahn und her gereten und gelehrt, wir weiten an wem wir glauben dann und was Jesus Christus gelehrt hat. Und wir machen die Wahrheit erst kennen und live haben. Drittens, die Wahrheit ans Mut, für Christus zu schaffen. Wenn wir die Wahrheit weiten und glauben, wo wir ermutigt, die Wahrheit auszuleben in Gottes Wort mit anderen mitzuteilen. Einer schreibt, Wahrheit anzunehmen, meint den Hort für Christus weit aufzumerken. Das meint, den ganzen Leben am freiwilligen Dienst für das Reich Gottes aufzumerken. In Epheser Kapitel 6 schreibt Paulus über die ganze Waffenrüstung Gottes. Und er sagt in Vers 14, er sagt, steht fast mit der Wahrheit umgehend aus einem Gurt. Und das ist das erste Part von Waffenrüstung, wovon wir lesen dann. Und ich habe gelesen, dass an der alten Tiden haben Soldaten so ein besondere Belt gebraucht, um ihre Kleider ein bisschen, was soll ich das sagen, eine Hechte hellen oder so was, dass die besser ran können, besser kriegen können, dass ihre Kleider nicht am Stich werden. Die werden dann besser auf, die können dann mehr daunen und so ran oder kriegen, was immer fehlen seid. Und kriegt so, wenn wir die Wahrheit kennen, und wenn wir die Wahrheit live haben, dann wollen wir vorzureid sein, für Jesus Christus zu schaffen. Wo schaffen wir für Jesus? Das ist vielleicht eine gute Frage für uns. Was können wir für Jesus Christus von der Nacht tun, liebe Geschwister? Sein Wort mitteilen. Ja, Menschen aufspüren, ja, in ermutigen, nicht? Andere Städten, andere abbauen. Und ich weiß, was Menschen, die sind begabt, an, es ist so leicht, Gott sein Wort zu verbreiten. Aber potwies soll wir alle ein so sein, nicht? Wir sollen immer bereit sein, eine Antwort zu geben für die was eben an den jährlichen Dienst fragen tun. Wir sollen bereit sein, Gott sein Wort zu verbreiten. Wir sollen bereit sein, Menschen abzubauen. Ich kann andere, die so sehr begabt sind, die können andere so viel abbauen. Die haben meist immer die rechte Wert oder die kommen immer zur rechten Zeit an und die sind eine große Ermutigung. Was können wir noch für Jesus tun? Ja, an so Guben, die Gott an sie gegeben hat, brücken, und was für Arme an eine Kirche tun. Wenn mit den sinnlichen Lektionen Leben zu tun hat, dann tun wir dort. Wenn es mit Singen zu tun hat, dann singen wir im Chor, wo immer. Wenn es mit Menschen begrüßen zu tun hat, dann tun wir dort. Oder wir sind Ushers, oder wir schaffen mit dem Sound, oder wir schaffen in der Kirche. Was immer Guben Gott an sie gegeben hat, dort tun wir. Dort tun wir mit Leib, freiwillig. Wir wollen was für Jesus tun. Wenn wir die Wahrheit weiten tun, und kennen tun, und Leib haben, wir weiten, wir haben so und so viel Zeit, but ans Zeit auf dieser Welt ewig ist, und dann ist das ewig. Dann können wir nicht mehr was tun. Hier auf dieser Welt. Die Wahrheit hält uns recht zu sein, für Jesus Christus zu schaffen. Kriegt dort zu tun, was er von uns verlangen wird. 4. Wahrheit hält uns jährlich zu wachsen. Die Schrift ermutigt uns, an alles abzuwachsen, in Christus ähnlicher zu werden. Epheser 4, Vers 15.
wie es Jesus die Wahrheit als, je mehr Wahrheit wie kann, in uitleven doen, je mehr war wie Christus ähnlich, ja, nicht? Und das Gegenteil stammt auch, ohne Life für die Wahrheit, ohne den Mensch mehr, über Gott sein Wort zu lernen, oder ut sein Wort zu lernen, in seinem Evangelium, da werden wir wollen andere Jesus an uns sein können. Right? Das ist auch so dort. Wenn wir Gott sein Wort nicht kennen, wo sollen Menschen Jesus an uns sein können? Wenn wir Gott das Wort nicht kennen, wo sollen wir dort ausleben? Wir wollen nicht wissen. Das Kinder, wenn die nicht Nahrungsstoff kriegen, die wissen bloß nichts aus die sollen. Und so sollen wir auch wissen. Wir sollen wissen, jährlich wissen, und uns fehlt jährliche Speise in Eten, sodass wir wissen können. Liebe Geschwister, wir haben welche Segnungen betrachtet, was die Wahrheit in unserem Leben bringt. Und je mehr Wahrheit wir haben, je gratis sind die Segnungen, die wir durch kriegen können. Also, wenn das so ist, wenn das sterben, das würden wir nicht alle eine Wahrheit wissen wollen. Ich glaube, die meisten von uns, oder vielleicht wie alle, wir haben den Wunsch, eine Wahrheit, eine Schrift zu wissen, jährlich zu wissen. Und über wo können wir eine Wahrheit wissen? Dort haben wir Potwies mit Demut zu tun. Die Mutje, oder die Mutje hört haben, kann Gott kommen. Wir können Gott gehen in Halbfrauen, dort er uns halten soll, in uns Verständnis über sein Wort zu wissen. Und der Herr Jesus ist reit, der ist fortbereit, all die zu helfen, die den Wunsch haben, an den Wahrheiten Gottes zu wissen. Und jetzt sehen wir in Johannes 16, Vers 13, Johannes 16, Vers 13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber wenn der Jesus die Wahrheit ist, kommen wird, die wird die volle Wahrheit lehren. Wir machen damit die lehrbare Horten haben, um vom Jesus zu lernen. Und wenn er zu uns reden wird, und wir müssen gehorsam bleiben, wenn er uns wiesen wird, was wir tun sollen. Und das können verschiedene Dinge mit anschließen. Zum Beispiel eine Vergebung fragen, wenn wir jemanden verletzt haben. Oder vielleicht was Sinnen bekennen, wenn Jesus uns wiesen wird, wo wir vielleicht zur Karte gekommen sind. Wo wir vielleicht mit Buße tun. Oder ans Leben Gott völlig an der Hänge zu leihen, weil wir dort noch nicht getan haben, oder wann das nötig fehlen wird. All diese Dinge, weil Gott es jetzt uns wiesen, durch sein Wort. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, um Gottes Wort zu lesen und unter Gottes Wort zu sein, und wenn wir einmal dort tun, wo Gottes jetzt uns durch sein Wort wiesen wird, dann wird er uns helfen, eine Wahrheit zu wissen. Er wird. Das wird bloß in sich selbst so wollen, wir wollen wissen. Und manchmal wird es nicht zu sperren sein, kriegst du das Kinder, die wollen bloß gratis, und die können es selbst nicht einmal sperren, über das zu sein. Und die Kleider nicht, dass die Kinder wissen da. Und andere Menschen wollen das auch sein können in uns, wenn wir die Wahrheit live haben und eine Wahrheit wissen da. So die Frage für uns von Jesus Marius ist, haben wir die Wahrheit live? Mein Wunsch ist, dass Gott mich persönlich und auch uns alle halten wir die Wahrheit mehr live zu haben. Wo würde es sein, liebe Geschwister, wenn die Regierung einen Tag sagt, hier mal jemanden alle jene Bibeln weichgeben oder der Regierung geben, dass wir Gott sein Wort nicht mehr hören. Wird uns dort was üben? Würden wir sein oder denken, dann was will ich mir alle Tag lesen? Oder würde wenig was üben? Habe die Wahrheit live. Er muss Gott uns mit seiner Wahrheit an uns nandachen, an unsere Horten nandachen, an uns wiesen, wo wir Krieg vor am sind, wo wir vor am Stunden tun. Für bloß Gottes Wahrheit kann versklavte Sünder von ihren Sünden losmerken, wenn es so ist. Oder wenn du irgendwas ans Hort bist, was nicht du sollst sein, Gottes Wahrheit kann uns dort wiesen. Bloß Wahrheit jagt uns alle Tag Mut, um für Christus zu schaffen. Und das bloß durch die Wahrheit, dort wir jährlich wissen können, um Jesus ähnlicher zu werden. Und so wie wir sind auch hier, waren Paulus uns in 2. Thessalonicher 2, Vers 11, oder Vers 9, Bad 11, dort wenn wir die Wahrheit nicht live haben, dann wird Gott uns lees Glauben loten. Dann werden wir verletzt. Und wie es die jüdische Lehrer ihr Lehren Leiber haben aus Jesus Christus selbst.
nehmen sie am Fuß und sie am gekreuzigt. Habe Jesus live. Live aus, was die Juden damals deuten. Kann wie wer die Wahrheit ist, was Wahrheit ist, und habe ich am Leib, habe Jesus live. Mag Gott uns helfen. Amen.